Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom TÜV. Wie geil ist das denn? Ich sage euch, das ist das Jahr das erste Mal, als ich auf dem TÜV bin, beziehungsweise ich bin schon einmal gefahren, aber das ist nicht der Rede wert. Das sind ein paar Minuten gewesen, als ich auf dem TÜV war, nicht einmal eine halbe Stunde, und jetzt fahre ich heute relativ lang TÜV. Ich sage, wie geil, ich freue mich extrem. Das Problem ist, ich würde am liebsten immer am Morgen schon mit dem TÜV arbeiten gehen, dann fahre ich auch schon, kann ich auch recht lange TÜV fahren, aber das Problem ist einfach, dass es am Morgen minus 2 Grad hat und minus 3 Grad hat und so, und nicht einmal bei 0. Und ich habe das genug lang gemacht mit meinem, wo ich noch ein altes Auto hatte, bin ich extrem viel TÜV gefahren, weil ich es aber mit dem Auto einfach nicht so toll war, sagen wir mal. Also schon toll, aber ja, hätte schon die ganze Zeit können, gerade Bahnen haben und so. Da bin ich viel gefahren. Und jetzt warte ich aber, bis es so mindestens 5-6 Grad sind, bis ich TÜV fahre. Auch wenn es am Nachmittag irgendwie 15 Grad oder so hat, aber am Morgen ist einfach nicht so schön. Genau, zu dem Video. Und zwar, es haben viele Leute mich letztens gefragt, hey, wie ist eigentlich TÜV-Prüfung? Ich bin jetzt 17, ich bin jetzt 18, ich habe TÜV-Prüfung gemacht und so. Und mit mir hat jemand auch geredet, relativ intensiv, und hat gemeint, ja, TÜV-Prüfung ist doch gar nicht schwer. TÜV-Prüfung ist gar nicht schwer, weil du hast die Hand immer am gleichen Ort. Wenn du willst bremsen, wenn du willst schalten, du machst eigentlich alles mit der Hand und nicht bei einem Auto, dass du Hand brauchst, die Hand weg vom Lenkrad, zum Schalten, die Füße weg vom Gas und so, bla bla, was man halt beim Autofahren hat, sagt der Fahrer viel leichter. Gut, in dem Sinn stimmt, dass man vielleicht dass man alles so zentral da oben hat, oder? Dass man eigentlich da dort Kuppeln, Bremsen, rechts bei Hinterradbremse, das Vorderradbremse, ihr seht so, wie sie taucht. Das stimmt schon. Aber einfacher finde ich es nicht, weil ich könnte einem Fahrlehrer ein Video von mir einschicken und die könnte darauf reagieren. Ich glaube, in 5 Minuten wäre schon der Prüfung gehabt, weil du musst so viel machen. Also zum Beispiel jetzt, wenn du so fährst, dann musst du schauen, dass du linke Spur fährst, also da, wo das linke Rad vom Auto wäre. Wenn du eine Kurve hast, die nach rechts geht, musst du links fahren. Und jetzt musst du eigentlich so fahren. Also es ist nicht einfach so... Moin. Es ist eigentlich nicht einfach so... Ja, wie das Auto hocken und egal, du fährst immer in der Mitte der Spur. Nein, nein. Beim TÜV ist das völlig anders. Auch wenn es die Flick am Boden hat, wenn es Zebrastreifen hat, wenn es Tunneltickel hat, dann musst du auf alles schauen. Und die Prüfung ist zum Beispiel so gewesen, dass du auch bei mir an Orten durchfährst, wo du jetzt nicht weißt, Scheiße, ist es jetzt Rechtsvortritt oder nicht? Weil es ist nicht überall, wo das Auto von rechts kommt, automatisch Rechtsvortritt. Es kann auch sein, je nachdem, wenn es Stein hat oder was auch immer, dass es anders zählt, oder? Also gut, das ist beim Auto auch so, gell? Das ist ja beim Autoprüfung ja so. Aber beim TÜV, zuerst mal hast du bei der Prüfung, wir reden jetzt nur von der Prüfung, hast du, boah, das stinkt, boah, hast du zuerst nur bei der Prüfung Pylonen fahren. Das heisst, also Parkour besser gesagt, das heisst, du bist beim Straßenverkehrsamt dort, wenn du das Auto schon mal vorgeführt hast, das Winti, dann weisst, und wenn du es selber vorgeführt hast, dann weisst du, aus der Halle raus, jetzt einen grossen Platz, direkt vor der Halle. Dort kann man auch üben und dort hat man dann auch Prüfung, das Winti. Oder wenn man ja, auf Winti geht, eine Prüfung. Und dort musst du Slalom machen, Achte fahren, Spurgas sind, ich weiss nicht mehr wie viele Meter, ich blende so jetzt ein, so viele Meter in einer gewissen Zeit fahren, also es ist brutal langsam. Aber wenn man es mal ein bisschen im Griff hat, dann schafft man es. Aber am Anfang musst du deine Technik herausfinden, wie du es am besten kannst. Und dann gibt es noch so Vollhoster, wo sagen, deine Technik funktioniert nicht und dann kannst du mal von neu anfangen. Nein. Und das ist meiner Meinung nach sehr schwer, schon mal den Parkour zu machen, weil ich habe dann auch falsch geübt. Ich habe dann auf einem grossen Platz von der Fahrschule selber geübt und dann bin ich auf den Platz gekommen und es hat alles anders ausgesehen. Das war für mich ein kleines Problem gewesen. Jetzt musst du zum Beispiel nicht links fahren, sondern möglichst wieder rechts. Aber ich habe immer Angst wegen den Bäumen, weil die nicht auf die Seite gehen, wenn du reinfährst. Nein. Und dann, wenn du das gemacht hast, wenn der Fahrlehrer eine Sicherheit hat, oder der Experte, besser gesagt, nicht der Fahrlehrer, der Experte eine Sicherheit hat, dann nimmt er dich dann dann hockst du bei dir hinten drauf. Das ist eigentlich auch crazy, wenn du denkst, man schaut überall auf
Man schaut überall auf... gut, das passiert wahrscheinlich selten etwas, aber man schaut überall auf die Sicherheit und dann hockst du bei einem Wildfremden drauf. Naja, egal. Und dann fahren wir auf der Straße und gibt es die Prüfung. Und ich finde das ein extrem schlimmer Punkt, dass dann ein Experte wie Gott kann über dich entscheiden. Der eine, es ist dann nicht so wie vielleicht in der Berufsschule oder so, dass es irgendwie 3 Experten dir zuschauen oder so. Ein Experte kann dir entscheiden, ob du die Prüfung geschafft hast oder ob du nochmal gehst. Oder? Also ich finde, also gut, beim Auto ist es auch so, aber beim TÜV-Fahren, das ist einfach crazy. Und dann kann nicht mal beim Autofahren kannst du sagen, kann der Fahrlehrer auch noch mitkommen. Oder es hätten eigentlich mehr Leute als einen Platz. Bei der TÜV-Prüfung kann da nur einer hinten drauf hocken, oder? Nicht so wie in Thailand. Nein, was soll ich sagen? Genau. Und ich finde das schlimm, aber ich bin dann nach dem zweiten oder nach dem dritten Mal bin ich dann direkt nach der Prüfung direkt ins Büro reklamieren. Und dann hat es schon geheißen, der Experte sei vor mir gewesen und der Chef akzeptiert die Meinung vom Experten. Und das finde ich einfach so himmeltraurig, weißt du. Und das dritte Mal, das ist aber auch heftig. Oder beim dritten Mal oder beim vierten Mal? Beim dritten Mal, keine Ahnung. Als ich die Prüfung dann geschafft habe, hat er gesagt, der Experte, er hat mich auch nicht durchgehen lassen wegen einem Fehler, ich sage es euch gerade, aber weil der andere auch nicht perfekt war, hat er mich jetzt auch nicht durchgehen lassen. Und weil es der letzte Termin im Jahr war, oder? Und sonst hätte ich den nächsten wieder müssen machen und dann gibt es gar nicht mehr Direkteinstieg für den grossen TÜV. Ja, es war alles ein bisschen wild gewesen. Und bei mir war es eben so, wir sind im Nebel gefahren. Du kannst dir vorstellen, das ist ein perfektes Beispiel. Im Nebel gefahren, da hat es Erde am Boden, weil Traktoren dann alles rausschleichen, die riesengroßen Monstertraktoren. Und dann musst du natürlich grossräumig umfahren, oder? Und ich bin dann relativ nah drauf gefahren und dann habe ich gesagt, ja, es tut mir leid, ich habe es nicht gesehen, weil wegen dem Nebel. Das Visier war voll mit Nebel, ja. Wenn das Visier voll ist, dann müssen wir das Visier aufmachen. Aber jetzt kommt der Joke. Jetzt kommt der Joke. Ich habe eine Brille an. Was passiert, wenn du Nebel hast? Wirklich, sorry. Wirklich nicht übertrieben. Wie im Dampfbad. Nebel wie im Dampfbad. Und Nebel wie im Dampfbad. Und deine Brille ist dann instant auch beschlagen. Und das ist dann noch schlimmer. Du kannst nicht gut auf der Brille putzen, aber das ganze Visier kannst du viel besser abputzen. Verstehst du, was ich meine? Also das war alles ein bisschen crazy gewesen. Aber jetzt schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Aber ich finde das crazy, dass wirklich eine Person... Gut, wenn es 2 Personen wären, grundsätzlich ist es auch nicht besser, gell? Aber vielleicht sieht die eine Person, hey du, weisst aber noch letzte Woche haben wir den und der durchgelegt, dem Fehler. Ich glaube, das ist auch etwa gleich schwerer Fehler. Wir können so ein bisschen so zusammen reden. Nein, jetzt sind wir auch extrem abgeschweift. Ich finde, die TÜV-Prüfung ist viel schwerer als die Datenprüfung, viel schwerer. Weil, gut, es ist anders, du kannst es nicht vergleichen. Du kannst es nicht vergleichen, weil von wegen Seitenblick, Spiegel, Innenspiegel, Aussenspiegel, Seite... ah Mann. Seitenblick... Ui, mein Tacho ist aber viel schneller. Schau mal jetzt da, jetzt fahre ich genau 80 auf meinem... ein bisschen schneller als 80 auf dem TÜV und da 76 auf dem Google-Tacho. Naja, ich schaue trotzdem auf meinen eigenen Tacho. Nein, es ist halt anders, aber ich finde auf keinen Fall leichter, weil du hast auch auf mega viele Leute zum Schauen. Genau, wenn du jetzt da willst abbiegen, willst du nicht einfach abbiegen, je nachdem, du vielleicht einspuren, extremer einspuren als beim Auto. Du musst extrem schauen beim TÜV fahren, extrem drauf schauen beim TÜV fahren auf andere Leute. Also du heizt nicht einfach über eine Kreuzung durch und fertig und ja, la goodbye, sondern ja, goodbye dann vielleicht schon. Nein, aber du musst wirklich schauen.
wirklich schauen auf die Autofahrer, oder? Nein, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen für das heutige Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen von der TÜV-Prüfung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.